Auch dem Herr Roth als nächsten Redner geschrieben, den honorablen Herr Kartheiser. Herr Kartheiser, der hört. Herr Präsident, die Damen und Herren, da würde ich vielleicht spontan weiterführen, wo den Herr Roth gerade abgehalten hat, weil das natürlich eine Steuerpolitik muss garantieren, dass dort Kompetitivität vom Land erhalten bleibt. Aber nicht nur hier in den letzten Debatten, die wir hier gefeiert und Heinz der Herr, was die Regierung sieht, dann muss man sich vorstellen, in welche Richtung geht das. Wir hatten heute zum Beispiel Herr Bodri hier in einem den letzten Debatten, die sieht, dass der Steuersatz, der reelle Steuersatz für die Entreprise, Minuten, den nominelle soll rückkommen. Ich meine, Herr Gramigna, der kann euch sagen, vielleicht habt ihr zwar nicht nur, mir kennt euch sagen, dass an der Auswerbung, wo Lützeburg wichtig ist, dass den Entreprisen der reelle Steuersatz hier im Land als Kompetitionsargument oder als Kompetitivitätsargument vom Land kann nennen, und dass, wenn man den Steuersatz reell absetzen, dass man immer dem Land Schulden gehen. Ich will auch, weil das so einfach, wie die Länge präsentieren, wie zu so, hier könnten Dress hätten, die können wir praktisch unbegrenzt an Luft hier, wenn, nee, so geht das nicht. Was hier wirklich auch von den linken Kollegen proposiert, gibt eine Finanztransaktionssteuer, dann ein Hoss von der Tax der Bonnemann und so weiter, das schürt die Ökonomie, aber in der Ökonomie schürt erst nicht mit zu verdelen. Und es geht auch nicht, wie verschiedene Leute so, wir hier, wenn die Spitzensteuersatz oder wie die Linken, wir holen die Heischgehälter, die sollen mehr besteuern, aber nicht genau sieht, wo das dann aufhängt. Muss ihn klar sehen, der Staat, von denen die Leute zu und auffällt, dann hält ihn hin etwas durch gesetzliche Maßnahmen, weil du sich nicht bewiesen hast, dass die Leute nicht viel besser können, Mattiere suchen, wie wir können als Staat. Und Doktrin muss hin, dass wir die Leute zu losen und dass wir als Staat da tun, wie staatliche Care-Aufgaben zu erfüllen und nicht wie konfiskatorisch die Leute zu und aufzuholen, für Aufgaben zu erfüllen, die nicht zu der Care-Aufgabe von einem Staat gehören oder die von anderen Akteuren könnte besser erfüllt gehen. Sozialtransfere sind ein wichtiges Element davon, aber Steuerpolitik als eine Sache von Gerechtigkeit und Verantwortung an müssen an erster Platz dran denken, für die Leute hier Abkommen zu lösen. Eine zweite Bemerkung. Und da kommen Sie auf dem Herr Berger, sein Rapport, für den ich empfehle, merci, und der war interessant. Herr Berger hat unter anderem gesagt, dass wir 500 Millionen an diesem Budget aus sich gebrauchen. Am schriftlichen Rapport steht, für internationale Obligationen zu erfüllen. Mündlich hat er gesagt, dass das Kontributionen sind am Kader von der Euro-Rettung. Aber da muss ich aber auch nachher vor, ob wir für 500 Millionen, die Schuld, die wir vielleicht das Jahr abholen, nicht mit den 2 Milliarden, die autorisiert werden aus der Vergangenheit, wenn wir die hören wie die Euro-Rettung, dann muss man uns fragen, gibt es da keine Alternativen an der Währungspolitik? Auch wir sind für den Euro. Wir haben mal gesehen, was eine Euro-Rettung in letzter Zeit gemerkt hat, als an den letzten Jahren, wie eine wirtschaftliche Kontrante, die da verschiedene Länder verursacht wird, wie eine soziale Not verursacht wird, wie eine politische Spannungen an Europa entstanden sind durch die Rettungspolitik, die wir haben, da muss man auch die Courage haben, wie heißt der Frohen, Euro ja, mehr als die aktuelle Europolitik wirklich die richtig gewesen, oder muss man nicht nur Alternative sichern, die auf Menge großer wirtschaftlicher Verantwortung an einer politischen Durabilität beruhen. Wir mengen, dass wir auch das mussten überdenken. Ich wollte eigentlich die paar Minuten, die wir bleiben, benutzen, wie wir Familienpolitik zu schwätzen, weil das also schlussendlich ein von den zentralen Themen, Herr Berger, aus einer großen biblische Kenntnisse hat schon die 10 Gebote zitiert, ein 11, der der Regierung abgesagt hat, dass sicher das von der Madame Kahn, die gesagt hat, keine natalistische Politik. Mich will ich vielleicht in ein anderes Gebot erinnern, richtig, das feiert, du sollst dein Papa und deine Mom ehren. Und da sind wir da bei der Familienpolitik. Auch das als ein Gebot. Und ich will dich einfach vier Themenbereiche mal frohe, was die Regierung da wirklich will. Den ersten Themenbereich, den ich will vielleicht ausschneiden, dass die mit der Mama rennt. Ich habe schon gesehen, und das steht auch am schriftlichen Rapport, den Herr Berger als präsentiert hat, der Chambre de Commerce, Parteizentral von der Demokratischen Partei, gesagt hat, der Forfait d'Éducation, die müsste, also die Mammerente, das ist der Forfait d'Éducation, die müsste evaluiert gehen, wer konträr zu diesem oder dem politischen Ziel. Aber ich freue mich, wenn ich so Sachen lese, wie viele Ressortissants von der Chambre de Commerce, da muss ja jeder Member sein, eigentlich so aus matt drohen. Wie viele Geschäftsleute, nicht eine Mama oder eine Frau oder eben Hund, die vielleicht ganz froh ist, auch den Forfait d'Éducation zu kriegen in einem langen, schwierigen Berufsleben, wo sich dann auch nach einem Kanner an der Familie gekümmert haben. Das sind so Aussagen, die so sehr seht, mir würde mich freuen, ob du nicht nimmer
verschiedene Großakteuren an der Chambre de Commerce dafür verantwortlich, die noch viel kleiner überrannt gehen. Mir wird aus der von den Mammerent aufschafft. Erstens so eine Aufwertung von einer wichtigen Aufgabe von der Erziehung selbst der Kanner von der älteren Erbecht. Das zweitens eine Ungerechtigkeit. Wenn wir wissen ja, dass die Frauen, die selber geschafft haben, oder die Männer, die soweit gehen, die selber geschafft haben, sich dann aber auch der Kannererziehung dann gewidmet tun, an egen Ursprüchte hun mit das egal. Wichtig ist, dass die Frauen, die an ihren egen Renten ursprünglich Babyjahren unerkannt kriegen, die kriegen nicht weggeholt. An die anderen, die aber die ege Renten ursprünglich nicht tun, die sollen das weggeholt kriegen. Sie gehen verschoben notwendig für den Bezugsalter in der letzten Legislaturperiode, wo 60 oder 65 Jahre Europa gesagt wird. Vielleicht stellt sich eine Frage von Gerechtigkeit zwischen Mammen und zwischen Frauen, von denen auf den Weg geht. Und wir sagen, es kann nicht das machen, dass die eng mit Recht Babyjahren ungerechnet kriegen und den anderen dann aber die Mammerent weggeholt wird. Dafür, Herr Berger schreibt aus einem Rapport, schon mal Datei abgeschrieben, il faut réajuster les transferts sociaux dans le domaine de la famille. Und froh ist dann natürlich, mais wer das dann dummer da gemengt, will das Mammerent aufschärfen, aber wenn das macht, was geschieht dann mit den Babyjahren von den Frauen, die ege Renten ursprünglich haben? Zweiter Bereich. Die Idee, wenn man am kennt, wird Kannergeld zu uniformisieren, der das natürlich aufgrund von der Schweizer Etude da gesagt geworden, der Spauz an anderer schon gesagt, dass die in der Lützburger Realität schon lange desavouiert gehen als die Etude, dass das einfach nicht stimmt, und dass die nicht kann auf Prämisse, wo falsche Statistiken oder unrealistische Statistiken, wo viele finanzielle Aspekte der Familien überhaupt nicht konsideriert goen, dann higoen an einfach aus solchen Familien Geld wegholen. Es ist einfach, es gibt natürlich ein Problem von Ökonomie der scheidenden Familien. Und das ist nicht falsch, dass die Verschiedenes kann Pummel benutzen. Mit einem aufgenutzten Pullover kann er nicht X Kanner undoen. Und das Argument vom Auto ist auch richtig, von der Feier Kanner Hut, da braucht er nun einmal mehr großen Auto, wie der braucht von der Donnermann 2 Hut. Das ist wichtig. Und es wäre interessant, wenn man zu gucken, für ein paar Jahre das Kannergeld ja desindexiert gehen, ob dann die Rechnung richtig wäre, schlussendlich für die Familien, wie das als Sachleistungen zu investieren. Ich ging dann mal gerne ein Kehr an eine interessante und tiefe Analyse gesehen. Dann hat man am Elwinger dem Morgen etwas ganz Interessantes gesagt, was Steuerlast angeht für die Familien. Das steht nicht am Herr Berger seinem Rapport, und dafür sind ich dankbar für die Intervention, wird man am Elwinger erklärt wird, dass ein Koppel mit Kanner hier am Land, also wer der gängigerweise eine Familie nennt, normalerweise, dass die weit Männer besteuert wird wie ein Koppel, die kein Kanner hat, und du müssten dann, was für sich, wissen, wie genau der Wort laut, aber du müsst das dann angepasst gehen. Und das ist da eine interessante Frage, und ihr, Herr Minister, weil es gibt ja aber viele Familien am Land. Was will dir mit der Besteuerung von den Familien? Soll das da abgesagt gehen? Sollen Familien mit Kanner in Zukunft mehr Steuern bezahlen? Will das kompensieren mit Sachleistungen? Oder die kommen nicht gleich. Wir will das Steuerleistungen der Familien hecken neben all den anderen Sakrificien, die das schon für die Leute ungekennigt tut, auch notamment bei den Wohnkästen und bei anderen Sachen. Ich fand auch das Misstrauen, weil immer an dem Rapport von der Regierung das Misstrauen gegen den Älteren, also sich inakzeptabel. Von dir so, dass das Echtgebot von Herr Berger, das nicht das Zink, das echt. Das kann er aus sich die Logik, das kann er aus sich mehr Chancen am Leben hätte, wenn sie zwischen 0 und 3 schon als Strukturen wären. Es gibt vielleicht Kanner, für die das stimmt. Es gibt dysfunktionale Familien, wo Kanner vielleicht können profitieren, wenn sie echt an einer Struktur sind. Mit die große Majorität von den Älteren hier am Land, die möchten eine ausgezeichnete Erziehungsarbeit. Aber wie kann in Higon als Regierung an den Älteren hier am Land ein Misstrauen ausschwätzen, also kann er sie noch besser an die Strukturen. Aber wieder das will der Recht, wenn das so da ist auch, die will ja den Älteren Geld wegholen, wie sie materiell an eine Situation zu bringen, wo sie müssen schaffen gehen. Denn Herr Berger hat bedauernd gesagt, hier und dann der Landgeld bei den Älteren. Man sicher soll es da landen, weil die Älteren, die können da mal da umgehen. Aber was Herr Berger dann nicht sieht, an der Äquation, zwischen dem, was Strukturen kosten, und dem, was die Älteren eventuell kriegen. Denn Herr Berger sieht das nicht, was die Krechen kosten, die sollen geschafft gehen, all die Plätze. An Deutschland gibt es eine Schätzung, ich weiß nicht für Lützeburg, aber in Deutschland gibt es geschätzt, dass ein Platz pro Monat an einer Kreche 1200 € kostet. Was kostet zu Lützeburg? Aber wenn das so teuer ist, für was geht die Regierung dann dahin investieren und halt denen Älteren, die kann er vielleicht selber, hier kann er erzählen, wie viel Männer Geld, die Möglichkeit materiell weg, wie das eventuell können zu machen. Du hast keine Logik, das ist nicht liberal. Ich erinnere mich noch an eine DP früher, die auch
der Schwachen der Leid respektiert wird, die von der Privatsphäre geschwert wird, die den Individuum respektiert wird. Aber wenn man der Haut die tanzt oder geringer Päif oder nur den Roden, kollektiv kann Erzählung, der Staat kann nicht besser für die Familien, der Staat kann nicht besser für die Leute. Nee, mit der tanzt als Blut der geringer Päif bis der Rot am Gesicht steht. Die sieht einfach nicht, wie zu differenzieren von denen, all den anderen, die da etwas wollen machen. Mir auf jeden Fall, wir vertrauen den Älteren als ADR. Und ich will vielleicht noch einen vorstellen, der das nicht an der Kompetenz zum Finanzminister, mir bleibt eine Minute mit Frohsief mal an den Raum gestellt. Was ist eigentlich an den Enden von dieser Regierung eine Familie? Es schon für mich zu orientieren, wie rauszufinden, wer das kann sein, habe ich Wahlprogramme geguckt, die 3. Und ich schon alles fand, mir ist schon nicht viel fand, was die Verantwortung von Älteren gegen die Verkammer geht. Der LAP schreibt Solidarität in unterschiedlichen Lebensentwürfen und Phasen. Menschen verschiedener Generationen nehmen füreinander Verantwortung auf. Das kann eigentlich eine Klinik oder ein Pflegeheim oder Gott weiß wer, das fällt doch schon vielleicht da drin. Für TP, also eine freie Wahl von Lebensmodellen, wo jeder sich kann ausleben, wie er will. Jeder kann seine Vorstellung von Familien nachgehen und diese ausleben. Für die Gering, also muss ja deine Lebenswelt vielfältiger Familienformen gehen. Mir was ist eigentlich noch die Familie, über die wir heute schwätzen? Was ist das für ihr? Was an der Konstitution steht als Familie, aber wir sollen protegieren an der Politik. Was ist nach Familie? Wo steht noch die Verantwortung von den Älteren gegenüber Kindern an einer gemeinsamen Lebensverantwortung? Wir als ADR 100 an unserem Programm konkret ausdefiniert. Wir haben ausgeschlossen, was wir nicht wollen, weil wir den Ordre Publik respektieren. Wir haben definiert, was wir wollen machen, für die Rechte von den Kindern an dieser Gesellschaft zu schützen. Und ich bin froh, wenn die Regierung als eines Tages ging so, wird danach bei den 3 Wahlprogrammen, die heute zusammengekommen sind, wird danach eine Familie als an den Ende von dieser rot-grün-blauen Regierung. Ich soll nicht merci. Merci auch dem Herr Kartheiser.